Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Kol auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, für Bar Mitzvahs und für Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM, Brookline, das nach Meir David. Unser Gast heint ist Sholem Berger, ein Doktor von Johns Hopkins Universität und Spital und Mechaber von einem neuen Buch, wegen dem wird ihr hören ein bisschen später im Programm. Wir haben an mit einem neues Bericht von Kol Israel in Jerusalem, übergegeben von Avremi Zaks. Hot Noah. Kol Israel in Jerusalem, die jiddische Auditie. Kol Israel von Jerusalem, Shalom euch alle unsere Zuhörer, heute sind die amzn.to gelehnt von Avremi Zaks. Die Eiser in Amona werden weiter evakuiert durch ein Zinder in die Ofenscheuen. Von Mittagzeit an vermästen sich tausende Polizianten von der Grenzwach mit den Einwohnern und rechte Aktivisten, die sind gekommen zu protestieren gegen die Evakuation. Die Polizei hat mitgeteilt, als sind von der Evakuation seien 24 Polizianten und Poliziantes leicht verwundet geworden von Steiner, gläserner Butteln und andere unbekannte Stoffen, was die Demonstranten oben geschleudert. 11 von den Polizianten seien hospitalisiert geworden in Adassa Arazofim und in Adassa in Kerem in Jerusalem. Das Rohr wird Menschen herausgelost von den Spitalen. 17 junge Aktivisten seien arrestiert geworden in Ort. Sie waren verdächtig in Stören die Ordnung und attackieren Polizianten. Bisher hat man evakuiert über 30 Eiser in Amona. 12 Familien seien heraus von den Eiser und kein schon Widerstand. Die Polizei hat verschickt mit Autobussen 200 Jugendliche, wo seien zu Nefi kommen in dem Yishuv auf zu protestieren gegen die Evakuation. Die Pressesekretärin von der Polizei, Merav Lapidot, sagt, dass die Polizei hat nicht bestimmte Zeit auf zu verhandigen die Evakuation und als der Ziel ist nicht, es soll geendigt werden was schneller, nur was besser und auf den gärigen und mechubedigen Öfen. Sie hat betont, dass bisher weiß man nicht, wenn wird die Evakuation geendigt werden. Bei Lebeni hat das 6. Gericht abgeschaffen, den Plan überzuführen dem Yishuv Amona in einen neuen Boden. Die Richter Salim Jubran und Yoram Danzinger haben angenommen die Appellation von Palästinern Einwohnern von Kafr Silwad und der Organisation Yesh Din gegen den Plan. Der Richter Nil Händel hat gehalten anders. Hat geschrieben die Minderheitsstellung. Die Begründungen wird man veröffentlichen später. In Licht von der Abschaffung
von der Doseker Plan ruft der Vorsitzende von Arbeiter-Judi-Partei Naftali Bennett zu bestätigen auf der Regierung das Aufstellen einer neuen jüdischen Yeshiv in Yehuda und Shomron und teilt, als das wird gewähren, ein passiger zionistischer Entfer, was soll was schneller ausgeführt werden. Moti Yogev, ein Deputat euch von der Arbeiter-Judi-Partei, hat versprochen zu beschränken die Diktatur von dem ersten Gericht und umkehren die Demokratie in Medinas Israel. Und eine Konfrontation hat ausgebrochen zwischen dem Sicherheitsminister Avigdor Lieberman und der Vorsitzende von der Arbeiter-Judi-Partei Naftali Bennett in Zusammenhang mit der Evakuation von Amona. Der Bildungsminister Bennett hat gerufen, dem Premierminister Benjamin Netanyahu auszuheben, was gegen seine Befullmächtigkeit und vermeiden das Zerstören agrikulturelle Boden in Amona. Von der Sicherheitsminister Avigdor Liebermans Kanzlerie hat man sich abgerufen, als der Minister Lieberman hat gar nicht geheißen zu zerstören die Boden und als mischt sich nicht in dem operativen Befehl. Die Kulturministerin Miri Regev hat gesagt beim Plenum von Knesset, dass die Evakuation eint ist ein rein juridischer Indien und nicht kein politischer. Die Deputatin Tzipi Livni hat gesagt, dass das Angriff von dem ersten Gericht ist ein schrecklicher Akt von der Regierung, was hat mehr zu tragen das Achreis für der Evakuation. Der amerikanische Präsident Donald Trump sagt, dass sein Beschluss zu verwehren zeitweilig das Hereintritt von Bürger von 7 muslimischen Ländern ist gezielt auf zu lösen die schlechten Menschen mit schlechten Absichten außerhalb die Grenzen von den Vereinigten Staaten. Auf seiner Twitter-Seite hat Trump geschrieben, als alle Deputieren, es handelt sich in einer Cherem, sie nicht, sollen sie es rufen, wie sie wollen, hat der amerikanische Präsident geschrieben. Der Generalsekretär von der Vereinigten Nationsorganisation Guterres hat gerufen, das Weiße Haus zu appellieren dem Verwehr und gesagt, dass der Verwehr verletzt die grundlegsten Prinzipien von der Organisation und von humanitarischem Recht Bichlal und hat zugegeben, als das wird euch nicht helfen zu der Griechen dem Ziel, was das ist, nicht reinlassen kann Terroristen in die Vereinigten Staaten. Euch von der Republikanischen Partei lassen sich eine Kritik gegen den Verwehr, was der Präsident Trump hat eingeführt, reinzulassen Bürger von 7 muslimischen Ländern in die Vereinigten Staaten. Die Republikaner Senatoren Marco Rubio und Tim Scott halten, als der Häufen wie die Migrationspolitik von dem neuen Präsident wird ausgeführt, ist gehören zu Zertummeltkeit, Angst und Unsicherheit. Noch 2 Republikaner Senatoren, Fett Toomey und Jerry Moran, haben euch kritikiert dem Beschluss, hat sie stützen dem Schritt zu verstärken die Examen für die, was beten Visas in die Vereinigten Staaten. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat untergeschrieben, der präsidentischen Befehl, was verwehrt Einwohner von 7 muslimischen Ländern reinzukommen in die kommende 3 Chadoshim in die Vereinigten Staaten. Die Liste von Medina schließt in sich ein Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen. Der Befehl schließt euch Bürger von jenem Meluches, was oben schon Visas. Die kommende 3 Chodoshim werden die Machtorganen ausarbeiten, eine Arbeitsprozedur für muslimische Besucher. Menschenrechtsorganisationen haben appelliert zu den Gerichten der Vereinigten Staaten gegen den Beschluss von Präsident Donald Trump und gegen seine Administration. Und der vorgesehene Wetter sehr kalt in verschiedenen Orten. Von morgen bis Sonntag wird es ein bisschen warmer. Die Temperaturen Eint und morgen. In Jerusalem von 0 Grad ein bei Nacht bis 8 morgen Mittagzeit. Tel Aviv 5 bis 15. Haifa 3 bis 11. Tzfas -1 bis 6. Beersheva 3 bis 15. Und in Elat von 6 Grad ein bei Nacht bis 16 morgen Mittagzeit. Das ist gewesen der tägliche Bericht von der jüdischen Edition von Kol Israel. Das ist gewesen der tägliche Bericht von der jüdischen Edition. Unsere Editions kommen hören euch auf unseren Webseiten unter dem Namen Kol Israel bei Jiddisch, die jüdische Edition von Kol Israel.
Sholem Aleichem. Aleichem Sholem. Ich rede mit Sholem Berger, wie es bewusst auf der jüdische Gast, Zackary Sholem Berger. Ist ein Amerikaner Doktor und euch bewusst von seinem früher dicken Buch, was heißt Talking to Your Doctor. Wir haben mit ihm geredet, ein bisschen mit ein paar Jahren zurück. Und jetzt hat ein neues Buch, euch wegen Medizin. Und der Buch heißt was? Es heißt Making Sense of Medicine, Bridging the Gap Between Doctor Guidelines and Patient Preferences. Das heißt auf Mamaloschen, wie Leute zu verstehen die Medizin, verbinden die doktorische Anweisungen und die Präferenzen von den Patienten. Okay, wir wollen euch beten vorlehnen an Auszug, aber koidem kol, wie ist das anders von früher dicken Buch? Ist das Hemmschach oder ein ganz anders? Ein bisschen von beide. Ich habe der Mann und die Zuhörer als das erste Buch hat geheißen Talking to Your Doctor, wie soll zu reden mit einem Doktor. Und in jenem Buch habe ich gestellt den Trop auf die Doktor-Patient-Kommunikation. Das heißt, wie soll man sich verständigen mit einem Doktor, wenn man ist oftmals ein bisschen verloren und ein bisschen zumischt, ein bisschen zu huscht im doktorischen Büro. Der Trop von der zweiten Buch ist ein bisschen anders, ein anderer, und die meisten ist so, in der heutigen Medizin sind da eine Sache mögliche Behandlungen, eine Sache mögliche Technologien, Medizinen, Chirurgien, Operationen und so weiter. Und jeder, was hat Vermögen hat zu tun mit der Teuren, weiß, wie viele Sachen man kennt haben. Und einmal sagt sich dem Patient, dem gewöhnlichen Mensch, als es ist so ein richtige Brille für ein gewisses Problem oder eine gewisse Gesundheit. Der Ernst ist aber nicht so. Die Wissenschaft, die wissenschaftliche Beweisen, die Reihe, das sei verbunden mit verschiedenen medizinischen Behandlungen, sind nicht so klar. Bloß ich weiß, als man darf also auf ein Ort und ein andere verbinden, was ein Patient will, mit was ein Doktor legt vor. Weil die Präferenzen von einem Patient, von einem Mensch, sind sehr wichtig in jeder medizinischen Diskussion. Dafür heißt es Making Sense of Medicine, wie soll man kann verstehen die Medizin. Aber die Medizin ist nicht eine neue Wissenschaft. Die Medizin ist eine Praktik, ein Weg zu verbessern dem Gesund, was der Doktor oder die Doktorische und der Patient, die Patientin darf durchgehen zusammen. Interessant. Ich halte beim Lehnen Michael Lewis's neues Buch wegen Machen Beschlüssen. Und euer Buch hat das auch zu tun mit Beschließungen. Leid mein Masken? Ja, ich bin zwei klinisch gerecht, das heißt, sei wie praktizierende Doktor, sei wie Forscher, sei wie Lehrer, der Tier, bin ich sehr reingetan in dem Indien, teilen sich mit Beschließungen mit Patienten. Das heißt, auf die doktorische Loschen auf Englisch, Shared Decision Making. Wie soll man können einfach beschließen äußern, beschließen oder machen Beschließungen. Und das ist nicht der samme Ecke von der medizinischen Visit, weil jeder weiß, dass einmal geht man zum Doktor zu machen einen Beschluss, einmal geht man sich aufzureden von Herzen, einmal geht man, weil man hat schon gemacht einen Beschluss. Aber es ist sehr wichtig, es ist eine von den samen Ecken. Einmal vielleicht, also ich wollte gedacht, gehen in einen Kurs wegen statistische und solche Sachen. Ich weiß nicht, ich darf haben Calculus zu verstehen. Mein Doktor gibt mir Figuren wegen Prozenten und solche Sachen. Ist das der Doktor ist schuldig? Ich bin schuldig, was ich weiß nicht, wegen solchen Sachen. Ja, das von dem geht es. Das heißt, eine Sache hat es ja zu tun mit Kommunizieren, übergeben die technische Loschen und die statistische Protein und die medizinische Fakten. Einmal geht es in dem. Und wegen dem hat es zu tun, sei mein erstes Buch und ein bisschen von meinem zweiten Buch.
Der Punkt ist aber ein bisschen anders. Und es geht in dem, als einmal ist die Statistik, einmal kann uns die Statistik verfehlen, weil es kann sich einmal dachten, als die Wissenschaft von Medizin und die Praxis von Medizin ist klarer, wie es ist, auf ein MS. Das heißt, einmal prüft man uns, und wenn ich sage man, meine ich Teildoktoren und Teilinstitute, wir prüfen uns geben zu verstehen, dass es so gut oder gut nicht. Man darf allemal Masken sein mit dem Doktor und gehen mit jenem Weg, weil das ist die same MS. Und es ist aber nicht so. Und einmal sind die Sachen unklar, oder die Wissenschaft ist unperfekt, oder es ist gar nicht bewusst. Ist in dem Fall, ist nicht so ein Kommunizieren die Fakten, es ist ein Rumreden, ein bisschen der Tag Fakten und was wir wissen und wie soll und was meinst du, das heißt wie ein Patient, wie ein Mensch, was meint der Doktor, wie soll der kann sich der reden. Das ist eine schwere Linie, aber man darf lernen, euer Buch und efter Louis' Buch euch, gedeiht um ein besseren Verstand von der Minion. Lass mir reingehen von in etliche Themen. Das Buch hat geht AIDS, ja, wegen verschiedenen Themen, ja? Ja, das Buch besteht von etliche 12 oder 13, ich habe vergessen, Kapiteln, was geben sich ab mit verschiedenen Gesundproblemen. Das sind Versprecher, chronische Wehtigen, Zuckerkrank, Arthritis, das heißt Gelenkantzündungen, Rack, hoher Blutdruck, Chirurgie. Es geht euch die Rede wegen der Atemkeit in ein Kapitel. Das sind gewöhnliche Sachen, was wirken auf ein Gesund, auf ein lebenslänglichen Äußern. Und oftmals sind die Reihe, die beweisen, was sind verbunden mit dem Gesundproblem, ein bisschen unklar. Oder oftmals sind sie nicht genau relevant für den Jochit, für den individuellen Mensch. Ich will euch zugeben, dass es hat ein Kapitel wegen Narkotikas, Opiates, was ein sehr wichtiges Thema für uns heint. Es ist eine Epidemie, ja? Ja, ich habe gesagt, dass die Leute rufen eine Epidemie von Narkotik benutzt, ist ein Problem schon 20, 30 Jahre. Das ist ein angehendes Problem. Ich meine, es stellt Mehrheit auf dem trotzdem dem, als man hat sich gewusst, dass weiße Leute werden gewirkt davon. Lange Jahre ist es gewesen ein Problem bei Afrikanern. Hat es nicht zugezogen im Aufmerk von gewissen Zidaten und Tongeber, wie es heute gedacht. Aber ja, es ist sicher ein größeres Problem. Ich rede wegen dem mehr wie ein bisschen in meinem Kapitel wegen Ethik und wie es so behandeln in Ethik. Andere Menschen haben geteilt, dass das ist die Siebe, für was Trump hat man Neues gewählt wie der Präsident, so lieb der Epidemie von Narkotikas. Ich meine, es ist wichtig zu verstehen, als chronische Wehtigen und Narkotik Krumbanitz, das heißt sich adaptieren oder Krumbanitzen die Narkotik, ist ein größeres Problem in der Sachsektoren vom Land. Ich bin nicht kein Politolog, aber ich habe Meure, also Trump-Wähler haben reagiert auf die Probleme durch ein Rückfahren von der Schule auf jenem. Und jeder versteht, jeder was folgt nach der amerikanischen Politik, weiß schon, wer ist jener. Ich meine, es geht nicht nur um die Probleme, was man hat im Land, nur in wie soll man hat verschlossen Rückfahren von die Schulden abwenden. Interessant. Es hat euch ein Kapitel wegen Depression. Was auf einen Fuß und Hakitzer, was ist was sind von euren AIDS für Menschen, was leiden von Depression oder haben ein Mensch annannten, was leidet von Depression? Ja, ich meine, als
Ich will distilliert die Ethos auf 3 Punkten. Es ist ein komplizierter Ingen. Aber ich habe gesagt, Punkt 1 ist, für Punkt 1 wollte ich mehr oder weniger gesagt, aber jeder Punkt ist so wie, etwas ist MS, aber fort. Also ich bin allemal ein Mensch von was halt lebt Schieres und Komplikations. Aber wir können ja auch rausbringen etliche positive Ethos. Erste Ethos ist, wir haben ja Medizinen, was können sein effektiv zu behandeln die Depressie. Sie existieren ja, sie sind ja voran, hele was, nur was. Das heißt nicht, also sie sind effektiv für alle oder viele Stroh Menschen mit Depressie. Sie sind beihilfig für ein Bruchteil, für ein Teil von Menschen mit Depressie. Das meint es, ob der Doktor rekommendiert dem Heuler, dem Patient, dem Deprimierten, etwas für die Depressie, und es arbeitet nicht, geht es nicht in dem, als der Patient hat es nicht getan richtig oder ist zu sensitiv. Es geht in dem, als das Fach, wenn die Medizin für die Depressie sagt, wenn die Heilmittel zeugen abgeport ist. Oder sind nicht so effektiv wie wir meinen. Zweiter Punkt ist, oftmals geht es in dem, als der Patient allein darf, wie es ist, befinden Stützers in das System, sich zu geben Rätsel, sich durchzuschlagen im Leben, Tag ein, Tag aus, mit Depression. Die Medizin sind nicht genug. Ein Therapeut kann euch sein beihilfig. Aber die Medizin sind nur ein Teil, und die Therapeuten sind nur jede Woche oder ein paar Mal eine Woche. Man darf jetzt gefunden Weg, allein sich durchzuschlagen mit Symptomen. Das heißt, nicht alles ist abhängig in dem Mensch, in dem Jochid allein, oder der Jochid man darf geben dem Mensch Koyach, geben dem Jochid Koyach zu machen, eine Sache beschließen. Und die dritte Sache ist, wenn ich will untergezogen die Sache auch so, es ist noch für ein gewisses Stigma. Das heißt, man meint, dass die geistige Kranken seine Busche, seine Chappen Busche, also muss sich schämen mit dem, also für das nicht äußern in der Öffentlichkeit. Und ein paar Mal pro Woche sagen, das ist nicht so. Es ist eine sehr gewöhnliche Sache. Und die Fachmenschen sprachen sich mit dem. Und nicht nur darf haben Mitgefühl, nur man darf verbessern die Behandlung, die wir haben. Und man darf machen geringer, dass dem Zutritt zu medizinischen Ethos und Gesundheit. Ich denke nicht, sie ist wird der Mann im Buch, aber was haltet ihr wegen Self-Medication? Das ist eine von den Sachen, was ich gehört bei genommen alle Kapiteln. Ich wollte gesagt, dass im Prinzip ist jede Medizin darf man allein einnehmen. Jede Medizin ist eine Selbstmedizin. Wieso? Weil der Mensch, der Patient, allein in der Heim, oder im Moshe Zackary, oder mit der Zivis, mit dem Mann oder der Frau, oder mit dem Kind, darf allein sein der oder die, was nimmt eine Medizin. Das ist nicht der Doktor. Jeder Mensch darf beschließen für sich, die Medizin ist effektiv für den, und sie die Chesroines und die Meiles balancieren sich, oder seien das zu viel Chesroines, zu viel Minusen, oder seien das nicht genug Plusen. Jeder Mensch darf das beschließen. Ich meine, als in Tauch genommen, seien wir Doktoren, Krankenschwestern, Forscher, so viele Lehrer, Wissenschaftler, aber was seien wir da auf der Welt? Was ist unser Schusakim? Wir seien da zu helfen Patienten. Wir Doktoren, wir seien nicht keine reine Wissenschaftler. Wir seien nicht da zu bestätigen dem reinen MS. Wir seien da, rüber zu werfen, eine Brick zwischen einem MS und dem Mensch, was leidet auf eine Krankheit. Und das heißt, dass euer Mensch kommt zu mir in Büro rein und sagt, Dr. Berger, ich habe geprüft, jede Sache, jede Pille, was mir ausgeschrieben ist Zeug in Feuer zu werfen, hilft den Ganzen nicht. Ist der knappe Doktor, ich habe zu geben, so viel Dollar auf dem, für was ist der reine kapitalmische Gas? Soll ich prüfen, verstehen, für was hat jede Medizin für ihn oder für ihr nicht gearbeitet. Das ist meine Arbeit zu verstehen. Es ist nicht seine Arbeit, sich unterzuwerfen, meine Ethos, oder der helfen ihm nicht.
Gut, wollt ihr gewinnen Ballen vorzulehnen an Auszug von Buch? Ja, ich will einen ehrlichen Paragraphen von dem ersten Kapitel von dem Buch. Und das geht sich ab mit dem Thema Chronic Pain, chronische Wehwehchen. Understanding what it is like to be sick means starting with the story of someone who is sick. Every person is different. When a system is set up to bring the best health to populations, even the best of intentions may not ensure that care is tailored to the individual. How do we bridge what a doctor knows to be true on the basis of science and what a patient is convinced is the case from their own experience? We will start with one story that introduces us to a whole volume of such conflicts, fruitful episodes of cognitive dissonance in the healthcare setting. Understanding these stories might nudge us closer to an understanding of care that respects the individual while still taking advantage of scientific advances derived from population science. Let's take pain. A system that assumes that everyone with pain has the same needs or weaknesses is likely to find drug addiction where none exists, or to give out medication where none is needed. Mr. Wheeler is 65 years old and has a list of diseases that stretches down the page, from diabetes to gout, depression to congestive heart failure. He has not held a job in about 9 months, and his relationship with his wife is under stress. She's lost her job too, for reasons that have nothing to do with Mr. Wheeler's medical condition. They are about to lose their home. He frequently mentions his 11-year-old son, and his love and pride for the boy are evident. Mr. Wheeler is now working because of his pain. He has chronic nerve-related pain in his right leg, which causes swelling and discomfort. For weeks at a time, he is unable to walk on the leg, and he accurately, even a little coldly, describes the shooting pains that render him immobile. Whenever he comes in to see me, we dwell on the leg for nearly the entire length of the visit, leaving aside the many chronic conditions that we should discuss. At the same time that I attempt to offer comfort and a sense of healing, working with the patient assiduously to try and minimize his symptoms, we must both realize at different paces that there is no cure. Indeed, thinking that there is a cure might lead to problems even worse than the disease. However, refusing to offer some amelioration or hope is a betrayal of the trust that Mr. Wheeler has placed in me. Und so geht ihr weiter wegen, wie soll kann der Doktor helfen und wie soll kann Patient sich allein helfen? A viele man hat eine chronische Wehwehchen, was dann after käme nicht weg. Wie soll kann man proven, wie nicht ist, zu besseren Sachen. Wir machen ein bisschen Achille, machen ein bisschen Unterschied. Sehr fein. Lass mich geben dem Eulam zu wissen, als wir reden mit Zackary Berger, Sholem Berger, wir sind bewusst auf dieser Gast, aber wegen Buch Making Sense of Medicine, Bridging the Gap Between Doctor Guidelines and Patient Preferences von Zackary Berger, M.D. Und so der Eulam wissen sein, dass Sholem Berger ist Doktor in und a professor in Johns Hopkins Medical School in Baltimore, Maryland. Wir haben geredet wegen Narkotikas und wegen der Siebe von der Kufa von Donald Trump ist wir reingehen in Dominion von Obamacare gegen Trumpcare. Ihr hat Leute auf Twitter gehabt, eine Sache Ärzte und eine Sache Teines zu Trumps Zugang zu Medizin, Bechlal und zu Medizin befragt und zu führen unser Land Bechlal. Was könnt ihr uns sagen auf was wegen oder wegen die allgemeinen Probleme mit Trump oder wegen Trumpcare gegen Obamacare? Actually, wel so wat grenzen zu den gesunden Jahren, weil heutige Zeiten ist es like klar, als Trump schaut sich aus wie
der backene Faschist ist bin so aufgeregt, wenn ich betrachte verschiedene mögliche Wirkungen und Katastrophen zu unserer Gesellschaft und unserer Zukunft hier Land, wie liberale Demokratie, nicht nur wegen dem, auch die jüdische Kirche. Ja, es ist gut, als ich Grenzen auf die Sachen, was ich face, wie professionell. Und ich finde auch, dass Obamacare, was so anheben, ruft in die Affordable Care Act, weil Obama schon männlich auf der Bühne. Obamacare hat zugestellt Versicherung, Gesundheitsversicherung, es sind sich in Wimmen gelebt, aber zwischen 18 und 22 Millionen Amerikaner. Zwischen sie die Ordnungste, die Krankste, die Älteste, ist nicht wegzumachen mit der Hand. Und das ist eine zwischen die größte Vorausschritten, die größte Avancierungen in unserem Gesundheitssystem schon 20 Jahre. Und was ist denn das Problem, was viele Menschen haben mit dem gehabt? Ich meine, viele Menschen haben gemeint, als Schwierigkeiten mit dem Gesundheitssystem. Und ich darf euch alle versichern, also ich verstehe es, Obamacare hat nicht abgeschafft alle Schwierigkeiten und Concerns in unserem Gesundheitssystem. Das hat nur zugelegt ein Pflaster, aber sehr wichtig Pflaster, auf ein riesiger Wund. Aber viele Menschen warfen nur auf die Schule für alle Schwierigkeiten von dem Gesundheitssystem auf Obamacare. Viele Menschen haben gemacht oder zugesehen als ihre Premiums, die abzahlen für die Versicherung, haben sich gehackert. Aber das ist ein Phänomen nach vor Obamacare. Ja, ist nicht Obamacare schuldig in dem, dass die Gesundheitsversicherungsfirmen hacken die Premiums. Das heißt, man hat nicht bemerkt, dass es steigen Kasseder jedes Jahr die Premiums. Ja, und viele Versicherungsfirmen haben gesagt, Legunen. Wenn es letztens ein juridischer Fall, wo zwei Gesundheitsversicherungsfirmen, Aetna und ich habe vergessen die zweite, man hat abgesagt, die Recht zurückzugeben, wie ein Merger. Und man hat entdeckt in die juridische Aufdeckung, in die Exponaten im Gericht, also Aetna, die Versicherungsfirma, hat gesagt, sie haben gesagt, sie haben nicht verdient Geld durch Obamacare, für die unterzuschatten der Achnosses, für den soll sie der Leuben sich zurückzugeben mit der zweiten Versicherungsfirma. Den ganzen Bluff in der Zeit. In was steckt Trumps Problem mit Obamacare? Ich meine, Entschuldigung, haben Sie zum Sof Meide gewähnt wegen dem? Man hat, ich weiß nicht, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Aber was ist Trumps Problem mit Obamacare? Ich meine, es Trump und die Republikanische Partei haben prinzipiell gegen dem, als man soll geben, als man soll Recht helfen, Ordnung Life mit gesund, weil das meint, Molden Steiner bei der Rechtgeleid. Und sie waren prinzipiell gegen dem. Das ist einmal weg. Und zweitens hat Trump Problem mit Obama Befall, weil ist ein Rassist und meint, ist ein Ausländer und ein Fremder. Und als der Volk, als hat Fluche von der Fremde, kann nicht akzeptieren. Und Trump-Care ist nicht da. Trump-Care existiert nicht. Die Republikaner haben schon 6 Jahre schon Pech und Schäbel auf Obamacare, aber allein haben sie nicht gekannt, dass sich zu kein festgehalten Alternativ ist Trump-Care existiert nicht. Und wir warten noch auf die Vorschläge für die Republikaner. Man hat letztens herausgebracht, ja, ein Vorschlag, was ist mehr oder weniger dieselbe wie Obamacare, aber nicht so gut. Und man will abschaffen Obamacare, für was soll man es verbieten, aber es ist nicht so gut, verstehe ich nicht. Die ganze Sache ist eine Genehmigung. Es ist approved zuzugeben, Gesundheitsversicherung bei Amerikanern zu geben, einen Steuerschnitt, die reiche Leute. Das ist die Altmeiste. Ja, die Republikaner haben gehabt einen Plan jahrelang, aber das ist eine schlechte Nussach von Obamacare mit wenig Deckung für Menschen mit previous conditions und so weiter. Das ist auf dem jetzigen Vorschlag. Es ist nicht, man hat gar nicht derweil offiziell vorgeschlagen. Kann sein, der jetzige Vorschlag ist der on arrival, aber wird das nicht annehmen.
Okay, nu wir wollen sehen in die kommenden Tage und Wochen und Jahren. Derweil auf ein Fuß könnt ihr uns geben eine kurze der Hintergrund wegen ein paar Themen. Euer Poesie und euer Podcast. Wir sind gewesen sehr ansiegt mit euer Podcast, was ist gewesen mehrsprachig, Englisch, Jiddisch und vieles Spanisch. Wo hält man mit dem? Wegen dem Poesie darf ich sagen, also ich habe schon aufgestellt ein Manuskript, ich schreibe ja von einem Buch und ich suche einen Verlag. Ich habe ein Buch auf Englisch und ein Buch auf Jiddisch und ich suche, wer soll der rausgeben ist. Tomer Herren sich zu rausgeben zu dem Radioprogramm und lacht nach ein Fettstückel Poesie, soll ich schon in Kontakt mit mir. Und ich selbst gesehen über die Tag Sätze von Avremi Zaks. Wegen dem Podcast ist es geschlafen etliche Gedaschen, aber wir haben zwei neue Gäste. Eins ist ein Poet, der schreibt auf Englisch und Französisch und hat gewohnt ein Jahr in Israel und lernt sich Hebräisch. Und der zweite Gast ist ein koscher, gesunder Ökonomist, was redet Jiddisch von daheim und er ist ein Experte in Gesundheitssystemen. Ist gut. Also wir gucken an euch auf dem. Wie so kann man sich verbinden mit euch auf dem Internet, das heißt mit Twitter und Webseiten? Well, wir kennen sich allemal, durchschreiben sich mehr durch Blitzbrief, Zackary Sholem Berger @gmail.com oder auf Facebook oder auf Twitter, Zack Berger MD Ph.D. Zackberger und Tomer Herren sich zu Sache Leid, was lehnen Kabelstiebel, Chassidim und so weiter. Kann man euch finden meine medizinische Artikel dort einmal und dann warte auf die Spalten von jüdischen Vorwärts. Wie viel schauen in euer Tag? Es darf sein Hunderte. Dank. A schönen Dank, seid gesund und seid weiter matzliach. Kol Tov. Dank, Kol Tov. This is WUNR Brookline. This is WUNR Brookline. Sind es weg in der Ewigkeit, unser beliebte Mitanführerin, Mitgründerin vom Programm, Chassia Segel, Ole Sholem, haben wir euch gebracht die letzten 2-3 Wochen Interviewen, was sie hat gemacht für unser Programm. Und jetzt bringen wir euch ein Interview, was sie hat gemacht mit dem verstorbenen Rob von Boston, Rav Neiman, was ist euch lang gestorben. Und das ist von einem Interview, was sie hat gemacht im Jahr 1991 für ein Programm, die Jiddische Show auf WBRS in Baltimore. Hat noch. Wir haben im Covid Heinz hat mal Schmues mit der bewussten Persönlichkeit da in Boston. Welcher hat sie gemacht, als Schem, ein Nomen, mit seinen Lektions, sei in Jiddisch, sei in Ivrit und in Englisch. Unser Gast, Dr. Neiman, ist Rov im Bet HaKnesset Beit Zion in Brookline. Euch ist der einzige jüdische Professor in der theologischen Abteilung in Boston College, der berühmten katholischen Universität. Euch ist Dr. Neiman gewesen eingeladen, wie ein Besuchprofessor in Vatikan-Universität. Ich wollte gewollt wissen, Dr. Neiman, von wann hat sich benommen bei Chasamen Kenntnis, also sehr viel von Jiddisch, Ivrit und allgemeine Kenntnissen. Ich bin gewesen glücklicher. Ich habe gehabt gute Eltern. Wir sind von Russland. Und meine Eltern sind gewesen in Russland moderne, gelernte, gerät Russisch in der Heim.
Aber meine Eltern sind gewesen echt fromme Jiden, gehalten Jüdischkeit und gewesen sehr stolze Zionisten. Und weil sie seine gewesen Zionisten und gewesen fromme, haben sie gelitten, als Sach, wie gut, wenn die Revolution ist gewesen. Und die Kommunisten haben vermischt mit meinem Vater zum Tod. Und er hat gespeit ein Klopfen mit der Weib mit 5 Kindern. Und wir sind ein Nitzel geworden von Russland. Und es hat uns genommen 6 Monate, bis wann wir sind angekommen in Amerika. Meine Eltern haben gewollt, als die Kinder sollen lernen und lernen Ivrit und Jiddisch und Jiddischkeit. Und der Heim ist gewesen ein jüdischer Heim. Es haben wir gelernt in früher in Talmud Torah, 1 Jahr, 2 Jahre nachdem bin ich gegangen in Yeshiva Tervadas. In Yeshiva Tervadas hat man geredet nur Jiddisch und gelernt Chumash und Gemara in Rashi. Nachdem von Yeshiva bin ich weggegangen in allgemeine Schule, in High School und in Beis Medrash Lemorim, Beis Medrash Ivri, Herzliya in New York. Ich habe das gewähnt Barimt. Und dort habe ich gelernt, beschaß ich bin gewähnt in Mittelschule und echt in College, in der Universität, habe ich dort gelernt in Herzliya 5 Jahre. Und ich bin gegangen in Schule, das heißt, ich bin gelernt in Mittelschule und in College in der Früh, und Herzliya Nachmittag und in Abend, 5 Tage a Woche, wenn ich sage, Arbeit. Aber sie haben mir gelernt und nachdem bin ich weggegangen in Universität und nachdem zurück in Yeshiva. Ich habe gelernt in Yeshiva und in die Yeshiva hat man echt geredet nur Jiddisch. Und daheim versteht sich mir geredet Jiddisch. Aber mein Bruder, Sholem, ich bin sehr gelernter und echt sehr Hebräist. Mein Bruder hat geredet nur Ivrit zu mir und zu der Schwester. Die Schwester hat mir echt gelernt in Ivrit. Sie haben gelernt in einem Talmud Torah, was hat geheißen, die Hebräische Nationalistische Institut, das heißt das Zionistische. Das ist gewesen in unserer Gegend, in Brooklyn, New York haben wir alle gelernt. Was ist interessant ist, in jenen Jahren, so in den 20er und den 30er Jahren, in den 40er, sind noch gewesen in New York etliche jüdische Zeitungen. Ich gedenke, der Morgenjournal hat gewesen mehr früher. Und der Tag ist gewesen mehr literarisch. Und der Vorwärts, alle kennen der Vorwärts, sozialistische. Nachdem ist gewesen eine Zeitung, was einmal a Woche das rauskommen, das ist geheißen der Amerikaner. Und meine Eltern pflegen lehnen der Amerikaner und Morgenjournal und am all dem Tag echt. Und vorwärts pflegen wir nehmen Sonntag, weil Sonntag haben sie gehabt, das auch Bilder von. Und Sonntag haben sie echt gedrückt, die Namen von Iden in Russland und andere Plätze, was haben gesucht, Kräven in Amerika. Und also haben wir einmal gefunden, etliche von unseren Kräven da. Gewinn einmal eine Zeitung, was hat geheißt, der Tageblatt. Und der Tageblatt ist gewinn auf einer Gas, was heißt East Broadway. Und East Broadway ist gewinn der Tageblatt und der Vorwärts und weiter dort noch der Bauer ist gewinn der Morgenjournal. Der Redakteur von Tageblatt vielleicht sitzen und vielleicht sehen, was geht on in Gas. Wenn es ist gewinn a Levaya, vielleicht sagen, noch alleine von der Tageblatt ist weggefahren. Er hat gewusst, dass andere wollen nicht kommen auf seinen Ort.
Und der Tageblatt ist schon nicht da, schon lang nicht gewesen. Und später ist der Morgenjournal echt untergegangen und der Tag untergegangen. Und jetzt der Vorwärts ist echt nicht so stark. Weil die Jüdische in Amerika, die welche haben gerät Jiddisch in Amerika, ihre Kinder haben schon nicht gerät Jiddisch und die eine Klache war da nicht. Hat sich entwickelt, die jüdische Kultur in Amerika. Ich gedenke echt, dass seine gewähne Sache Volksschule, Sholem Berger Schule und Peretz Schule, was einen schon mehr nicht echt. Ich habe gelernt in Yeshiva, nachdem in Universität und echt in dem Beit Midrash Lemorim, wo ich habe gekriegt die Ph.D, die Zertifikat als Lehrer, Morei Livrit. Ich bin gewesen am Melamed, am Lehrer Livrit, 6 Jahren. Und nachdem habe ich bekommen Smicha von Yeshiva und angenommen eine Stelle als Harav und gelernt weiter. Ich bin in der Universität in Chicago und nachdem in Philadelphia, wo ich gekriegt dem Doktorat. Meine Arbeit in der Universität ist gewesen in die Kultur und die Sprachen von den Zeiten von Tanach. Auf Englisch ruft man das Ancient Near East, in einer Gegend. Habe ich gelernt dort die Sprachen von den Knaanim, den Phönikien, die Aschurim und Bavlim. Und ich habe geschrieben mein Doktorat auf die. Nachdem habe ich angefangen zu lernen, dass ich bin geworden ein Professor an der Universität in New York. Und später hat man mich gerufen in Brandeis und nachdem in Boston College. Weil Boston College hat gewollt schon, haben zum ersten Mal in der Geschichte haben sie gewollt, einer soll sein Professor von Religie und nicht kein Galach. Haben sie mir eingeladen. Und für die letzten 25 Jahre bin ich gewesen, ein Professor in Boston College und habe gelernt Jiddischkeit, jiddische Historie zu meistens katholischen Studenten und zu Galachen. Nachdem hat man mich eingeladen in Rom, in die Universität von den Jesuiten in Rom. Und dort sind wir gewesen für ein halbes Jahr. Und wir sind echt gewesen ein Jahr in Jerusalem. Meine Kinder, 3 Töchter, reden alle Ivrit, aber kein Jiddisch kennen sie nicht. Weil daheim haben wir nicht geredet, kein Jiddisch, wir haben geredet Ivrit in daheim. Und in Jerusalem haben sie gelernt in die Schulen dort. Und sie kennen. Eine Tochter wohnt in Tel Aviv, die älteste. Na, ich habe gefunden einen Mann, was kann man von einer Frage, was Sachmenschen wollen wissen. Wir reden Jiddisch, wir hören Jiddisch, wir betreuen die Sache, was Jiddisch wird verfallen, aber wir wollen wissen, von wann es stammt Jiddisch. Also sehr viele Menschen fragen das. Und ich habe gefunden einen Experten, ich wollte auch sehr sein dankbar, wenn ihr sagt mal ein paar Wörter wegen dem Umfang von Jiddisch. Erstens will ich bemerken, als wir sind gewähnt schon 2000 Jahre ein Volk von Goles. Die meisten Iden wohnen in Goles. Wo die Iden haben sich besetzt zwischen ein anderes Volk, haben sie angefangen zu reden der Sprache. Aber weil die Iden sind allemal gewähnt, abgescheit von den anderen Völkern, haben sie entwickelt ein Dialekt, das heißt reden in seiner Sprache, was ist gewähnt, eine jiddische Mode von der. Als Lemoschel,
die Jiden in die arabischen Länder haben gerät Arabisch, aber sie haben gerät, was wir rufen, a jüdischer Arabisch. Mit Wörter von Lashon Kodesh, mit der Sach, Ausdrücken, was seine nur a Jid kann sie verstehen. Und die Jiden haben gelebt in in Bovel, haben gerät aramische Lashon, was wir rufen Targum Lashon. Und das ist gewesen ein jüdischer Aramisch. Und wir kennen das, weil der Talmud ist geschrieben in jüdischer Aramisch. Nun, wie ist die jüdische Sprache, was wir rufen Jiddisch, aufgewachsen? Die Jiden, was seinen gewähnt in der römischen Imperie, in Rom allein, pflegen sie reden Lateinisch. Aber später, wenn die römische Imperie ist geworden christlich, seien die Jiden abgeschickt geworden von den Christen. Haben sie angeheben reden a Sprache, was ist gewesen Latein, aber nicht a goyischer Latein, es war ein jüdischer Latein. Und sie haben das geschrieben in der Alphabets, in die hebräische Alphabets. Allemal, wo die Juden seien gewesen, haben sie allemal geschrieben, die Sprache in Ivrit, in die hebräische Buchstaben. Die Juden, welche haben gelebt in Spanien, oder in Italien, b'meshach hazman, es seien gewesen etliche 100 Jahre, haben sie entwickelt eine jüdische Sprache, was ist gewesen ein spanische Jiddisch oder ein italienische Jiddisch. Aber die Jiden, welche haben gewähnt in Deutschland, das heißt, was ist gewesen jemals eine römische Provinz auf der größte Teich, der Rhein, dort sind gewesen eine sachjüdische Kehilles, etliche 100 Städtgröße und Städtelach. Und dort die Jiden haben sich besetzt, schon in einer frühen Zeit, in Köln, seien die Jiden dort schon gewesen 50 Jahre vor die Christen, vor die christliche Zeit. Und dort sind gewesen jüdische Kehilles. Und die Jiden dort haben gerät Römisch, Lateinisch. Aber in dem 7. Jahrhundert oder 8. Jahrhundert seien die Deutschen herangekommen. Und nachdem, im 8. Jahrhundert, im 9. Jahrhundert, ist die Sprache geworden eine deutsche Sprache. Aber die Jiden seien gewähnt dort früher für die Deutschen. Sie haben angefangen zu reden Deutsch, aber ein jüdischer Deutsch. Und alle haben gerufen die jüdische Sprache Jüdisch. Früher pflegen sie das rufen Jüdisch-Deutsch. Später haben sie das gerufen Jiddisch. Aber in Jiddisch seien Frauen etliche grammatische Einzelheiten, was seien nicht Deutsch, sie seien Lateinisch. Ad hayom, bis heint. Und etliche Wörter, welche seien noch als Lateinisch. Aber der größte Unterschied, eine Minute, wenn wir lernen Jiddisch von dem Mittelalter, das heißt, was die Jiden haben geschrieben in dem 12. Jahrhundert, dem 13. Jahrhundert, die Jiddisch ist sehr nah zu Deutsch. Das ist ein alter Deutsch, wir rufen Deutsch von dem Mittelalter. Und wir haben eine Sache, was eben geschrieben, weil wir haben Chumashim, was haben eine Jiddisch-Deutsch Überteilung. Und dort, wenn wir lernen die Sprache, wir sehen, das ist sehr nah zu Deutsch. Und das ist von dem 13. und 14. Jahrhundert. Aber in dem 13. Jahrhundert haben die Christen angeheben Redifes von den Juden. Und sie haben sie herausgetrieben von
von Europe, von Frankreich und von Deutschland. In derselben Zeit haben die Paniers von Peiland aufgebaut eine größten Imperie dort. Und sie sind gewähnt Milchome-Menschen, aber wie zu handeln, haben sie nicht gekannt. Haben sie gehört, als die Iden peinigt man in Deutschland und in Frankreich, haben sie geschrieben Letter, sie haben geschrieben Brief zu den Iden, als sie sollen kommen zu Peiland. Und Franz sehr eine interessante Schrift, das heißt die auf Englisch ruft man das the Charter von Boleslav of Kalisz. Boleslav ist gewesen ja der König von Peiland und hat angeschrieben als Brief, a Charter, was hat gesagt, als die Königen von Peiland wollen betätigen die Iden gegen die Kirche, gegen die Galochim, und sie sollen kommen in Peiland und sie wollen sehen, dass die Iden sollen nicht leiden. Und die Iden haben angefangen kommen nach hinzu. Aber sie haben gewollt, dass die Iden sollen wohnen in der Stadt und sie sollen handeln und sie sollen machen die Geschäften. Ist die Iden seinen gewähnt a Kehille, a jüdische Kehille, und dort haben sie gerät nur Jiddisch. Und meisten von den Jiden haben nicht gerät kein Polish und nicht gelernt kein Polish, sie haben gerät nur Jiddisch. Auch kurz die Jiden, haben geführt die Geschäften von den großen Pritzim dort. Die Jiden haben gerät Jiddisch und sie haben gehalten ein jüdischen Leben. Und in Peiland, der Meschach 400 Jahre, haben sie aufgebaut eine große und reiche Kultur, eine jüdische Kultur. Und sie haben gehabt ihre eigene Regierung, inneren Regierung. Und es ist gewesen sehr eine große jüdische Kultur. Kemat in jedem polnischen Stadt ist gewesen ein Platz, wo sie pflegen drucken Sforim in Jiddisch und in Ivrit. Sie haben gedruckt nach dem Talmud und der Chumash und der Sidurim. Und es gibt eine reiche jüdische Kultur. Dort ist Jiddisch hat sich entwickelt als eine jüdische Sprache. Und der Heim von Jiddisch, das heißt der Heimland von Jiddisch, ist allemal gewesen Peiland, Russland und die anderen Länder herum dort. Und das ist gewesen vor 1000 Jahren, ist das gewesen der Heimland von jiddischer Sprache. Jetzt ist schon nicht da, also der Heimland von jiddischer Sprache ist schon nicht da. Die Iden wohnen in Sachländern, nicht nur in Amerika und Eretz Israel, Medinas Israel und Russland, in Dramamerika, aber der Herz, der Heimland von Jiddisch ist nicht da. Das hat man schon vernichtet. Wir sind gekommen zu Sof von unserem Programm. Ich will bedanken Dr. Sholem Berger für sein Interview wegen dem neuen Buch Making Sense of Medicine. Ich will euch melden, als in 2 Wochen herum, Mittwoch, dem 15. Februar, wollen wir haben ein spezielles Programm zu den Schläuchen nach Chassia Segeln. Seid mit uns dann. Dank für den Herrn, dass er zunächst mehr David. Eine gute Nacht. Herr, du Philosoph, mit dein kurzen Meichu, und setz dich zum Rebenstisch, dort wirst du lernen Seichu. Yam bam ba bam, yam bai ba bam, yam bam ba bam, bam bai bam, yam ba ba bam, yam bai ba bam, yam bam ba bam, bam bai